Am genannten Ausland an der Demokratischer Republik Kongo verbreitet sich den tödlichen Ebola-Virus viel mehr wie erwartet. An die Weltgesundheitsorganisation sieht sich besorgt. Mittlerweile gouf der Virus auch an Uganda nachgewiesen, an einen infizierten Doktor aus den USA geht in Deutschland behandelt. Mehr dazu weiter internationale Neuigkeiten mit Pat Sperz. Am Nordosten vun der Demokratische Republik Kongo sind mittlerweile bannend nimmen e puer Dich. 131 Patienten Ebola gestorben. Mehr wie 500 Infektionen sind nachgewiesen an de Virus, zählt zu den Datelisten op der Welt. Auch iwwer Grenz an Uganda sind Leute infiziert. Zu allem Leid aus dem Nordosten von Kongo auch eng von den gefährlichen Regionen von der Welt für Hilfsorganisationen. Gegend als unter der Kontrolle von rivalisierenden Rebellengruppen. De Virus also Plätze wot ganz schwer als Zugang zu kreen. Dat Hicht dat ha gëtt kompliceéiert zu gerieren. Dafür brauchen wir unbedingt eng weltweite Summenhabecht. Bei einer Attacke op eng Moschee zu San Diego a Kalifornien sind 3 Personen im Liewe kommen durch einer Ehe von The Guardian, die kon verhindern, dass der Attack weitaus méi urgeef ausgoen. Auch die 2 präsumiert Terroristen am Alter von 17 und 19 Jahren sind tot. Den FBI enquêtiert im Kontext von Fremdenhass an Muslimfeindlichkeit. Wie wat chast Dir mir hu keng Waffen jeizen d'Aktivisten vun der Sumut-Flottilla am Mittelmeer, die oni ze provozeieren vum israelsche Militär am internationale Wasser ugegraf goufen. 44 Booter goufe gestoppt, 6 sind da weiterhin Matulewski da fir d'Populationun vu Gaza en AW.